Wat heeft God voor mij gedaan, of met mij gedaan? Dat is wat ik wel een beetje van reden, maar ik wil eerst maar een beetje zeggen, wat heb ik met mezelf gedaan? Eindelijk krijgt het anders dan het andere. En zo, wat heb ik met mezelf gedaan? We worden van 4 dingen reden, wat God met mij gedaan heeft. Nummer 1, ik heb mijn leven volgevuld van zin. Al die dingen wat ik proeven doe, de gemeenschap te gaan, de jezelf te bieden, al deze dingen wat ik in leven proeven doe, die velden bloos mijn leven vol zin. Jeder ding wat ik proeven doe, die bloos mij. En dat is in jeder aard waar ik naarkijk, in jeder poort waar ik naarkijk, in mijn leven weer bloos ganz met zin volgevuld. Ik weer een zin aangeboren. Maar dan mijn werk in mijn leven, wat ik met mezelf doe, dat valt mijn leven bloos voller en voller vol zin. En zo ganz beveld wie ik met zin van in jeder aard, jeder poort. Dat is wat ik met mezelf doe. Nummer 2, ik misbruikt de gaven en de talents wat God me gegeven had. Jeder mens heeft talents wat God hem gegeven heeft. En die zijn te gebruiken voor God. Die zijn te gebruiken te wijzen dat een God is. Dat we niet God zijn, maar hij ons heeft gaven gegeven, talents gegeven en die kunnen we verbruiken. Maar verken zeggen we te God, wenn God wil gaan, we zeggen wat doen, ik kan dat niet. Maar we kijken verken niet nur de gaven en de talents wat God ons gegeven heeft, Tom am doen. Verken kunnen we niet doen wat de nächste kan, maar we kunnen doen wat God ons talents vergegeven heeft. En zo verken gebruiken we graag die dingen wat God ons gegeven heeft, om die dingen doen wat hij wil hebben van ons. We gebruiken dat jeng aan. Dat is wat ik dacht. God, ik kan je dat niet. Dat zie ik ook. Dat schoof niet voor mij. En ik gebruik die dingen jeng God, wat God me gegeven heeft. Maar eenmaal gebruiken we die ook van zelfs. Ik zie een fijne zinger. Ik red nu niet groot van mij, maar vielleicht een mens heeft een talent van zingen en zegt, oh, ik kan fijn zingen, ik wil dat gebruiken om geld merken, ik wil dat gebruiken om mensen me willen loven, ik wil dat gebruiken om wijzen wie ik zie, en niet dat gebruiken om wijzen wie God is. En verken die kan fijn bieden, die kan fijn reden, vele dingen, we alle gaan gaven. En wat ik doe met mezelf is, ik misbruik de gaven, de talents wat God me gegeven had. En verbruik die, en bruk die jeng God, en bruk die voor mezelf, en had die misbruikt. Dat is wat ik met mezelf gedaan heb. Nummer 3. Ik heb mijn eigen körper misbruikt met een onmoreel leven. Dat is wat de Bijbel van reden deed. Wer door hoererie deed, die deed dat jeng zijn eigen körper. En dat kan bloos in een zin zijn, dat kan met dingen wat we doen. Al die dingen wat onmoral zijn, die zijn jeng ons. Die zijn jeng God, maar die zijn ook jeng ons. En zo, ik heb mijn eigen leven, mijn eigen körper misbruikt met wat ik geleefd heb. Natuurlijk, verken gezegd, no een gemeenschap, dingen te doen, bloos natuurlijk te leven verken. Verken bloos voor ik denken dat we niet moral bij God, dat we niet recht bij God, en doordat misbruikt ik mij, aardig, ik heb me aardig misbruikt, met wat ik geleefd heb. Met wat ik gedacht heb. Met de dingen wat ik gedaan heb. Verken door dingen wat ik deed. Verken door dingen wat ik denken deed. Verken door... ik heb mijn eigen körper misbruikt. Onmorally. En nummer 4. Ik heb door mijn eigen uitlaai, mijn eigen grond, mijn eigen gezin, verken God verleugen, verstreden, mijn eigen merken en mijn eigen weet
Die, wat mein Leben soll ranen, die, wat mein Leben gemerkt hat, den habe ich verloren, verstreten, oh, das merkt ihr bloß nicht sein. Das kann ich bloß nicht verstehen. Das soll ich bloß nicht so stehen. En verken durch unseren eigenen Gesang, durch unseren eigenen Uitleid, durch unseren eigenen Grund, wir verlegen unseren Merker. Das ist, was ich getan habe. Das ist, was ich zu mir selbst getan habe. Und so, aber das wichtige Ding ist, was hat Gott mit mir getan? Ich will von Feierdingen reden. Was ich habe getan, ist, ich habe schon gebracht nur den Menschen und ernstlich nur Gott. Schon gebracht. Wegen ich, nicht bloß was ich Glück zu Gott deed, aber was ich zu mir deed, oder mit mir deed. Mit mein Leben, mit mir, was ich mit mir deed. Ich brauche schon zu den Menschen, ich brauche schon ab ihrem zu Gott. Das ist, was ich mit mir deed. Aber was hat Gott mit mir getan? Nummer 1, hat mir gemerkt. Das sagt in 1. Mose 2, Vers 7, sagt dort, in der Herr Gott, der hat geformt den Menschen von der Stoff von der Erde. Das sage ich nicht bloß von der Erde, aber von der Stoff von der Erde formt den Mensch. Aber du hast dort nicht das eng. Das ist nicht die ganze Geschichte. Das sagt, ab irgendwie, er nimmt von dem Stoff und er hat ihn geformt, den Mensch. Aber dann hat er mit seinen eigenen Ohren in Arm und dann sagt er mögt den Menschen ein Leben gesäuel. Und dann sagt er, und dann wird der Mensch von Gott gemerkt. Das wird als geschaffen. Wo sie das, ab Englisch haben wir das Wort create, das meint gemerkt von nichts. Er merkt seinen Körper, sein physischer der Mensch, von was er all gemerkt wird. Aber dann hat er mit seinen eigenen Ohren, das meint mit seinem Wort, mit seinem Geist, bloß das Sein oder das so, dann wird das. Und dann merkt er den Mensch. Und so das erste Ding, was Gott hat mit mir getan, ist, er hat mir gemerkt. Das meint, dass er mich perfekt kann verstehen. Er kann mich ganz verstehen. Wenn ich was bin da, ich kann, was ich bin da besser verstehen, oder ich kann nicht verstehen, was ich bin da, das selbst kann sich nicht verstehen. Wenn ich sie merke, ich das bühren, ich merke das, so ich kann das verstehen, und krieg so, Gott hat mir gemerkt, so der kann mich ganz verstehen. Ich las durch die erste Feierbeke in der Bibel, die Geschichte von Jesus. Und da werden so viele Menschen, die zu Jesus kamen, und die sagen, heil meine Tochter, heil meine Deine, heil mein Freund, or heil mich selbst, und help mich, dass ich kann sein, or help mich, dass nimm diese Krankheit von mir weg, oder nimm diesen bösen Geist von mir weg, schick den Rüten. So viele Menschen, die kommen zu Jesus, und Jesus tut das. Ich glaube, wir finden nie nicht in der Bibel, wo Jesus das nicht tut. Und dass wir nicht, einmal dann die Menschen auch, die beten für Menschen, die Menschen ist geheilt, und die tun das in Jesus sein Namen, aber Jesus tut das nie nicht in anderen sein Namen. Er tut das bloß, dass wir würden sagen, und dort, was kosten tut. Dass wir nicht, oh, weil wir mal sein, dass ich das kann tun. Er tut das mit Unschulden, einmal seht er bloß, dann wird das so sein. Die keinen Armen, kostet mein deine Heil? Und dann sagen, wenn die leibend ist, dann wird das so sein. Und so, das kostet Gott nichts.
Und dass wir nicht, oh, ich weiß nicht, und das ist ein bisschen Trouble, was ich nicht gerade verstehen kann. Er hat mir gemerkt, er versteht mich ganz. Er weiß gerade, was er muss aufgestellt, er muss gerade, was er muss schaffen. Er kann den Mensch ganz verstehen, gerade, was er muss schaffen, gerade. Er kann jeder Ding vor sich merken. In Ferken, wir können uns nicht selbst vor sich merken, aber Gott kann uns vor sich merken, wegen er hat uns gemerkt. Und so das Erste, was hat Gott mit mir getan? Hat mir gemerkt. So er versteht mich ganz. Ich sage, ein Ding, was das ist nicht ein Part von mir. Und das wir für Jesus nicht sagen, oh, das weiß ich. Der kann immer, das kriegt dann in so leicht, das kostet ihm nichts. Nummer 2 hat mich weiter gemerkt. In 2. Korinther 5 redet dort von und sagt dort in Vers 14, sagt dort, der Leib von Jesus Christus, der kontrolliert mich. Die dat mich schuven, die dat mich wieder. Das sind 4 Worte mich brennt und ich do, was ich do, wegen der Leib von Jesus Christus als mich bin. Und dadurch sagt er, hat gelehrt, dass wenn einer gestorben ist vor allem, oder einer gestorben ist in der Platz von allem, dann ist das von der alle gestorben sind. Und so wenn Jesus ist in uns Platz gestorben, er starb nicht für sich selbst, hat wenigstens dort er gestorben, dass wir können sein, dass er gestorben ist, aber dass er gestorben ist, dass wir können sein, dass wir gestorben sind. Und der Sinn bringt den Tod und nicht, dass er in unseren Platz, sodass wir alle gestorben sind in ihm. Und dann sagt er, wenn einer von anderen gestorben ist, oder von allen gestorben, sind die alle gestorben. Und so wir müssen uns selbst so sein, dass wir gestorben sind in Jesus Christus. Und sagt er, wenn er vor allem gestorben ist, dann würde es nun auch so sein, dass keiner soll für sich selbst leben, aber leben für den, was in ihr Platz gestorben ist. So wenn der in uns Platz gestorben ist, dann ist das bloß reich, dann soll das bloß so sein, natürlich so sein, dann muss ich für den nicht leben. Wegen heißt, mein Platz gestorben, war er abgestanden, dann hat er gelebt in den Arm, dann muss ich für ihn leben. Und dann sage ich dort, von nun an, in Vers 16, kicken wir nicht mehr nur Menschen, nur das Fleisch nur. Also, wo es die physisch sind, oder wo wir mit unseren eigenen Augen können sein. Aber dann sagt er, wegen wir haben mal Jesus gesehen, physisch oder fleischlich, aber nicht mehr. Und so nun, wenn wir nur Menschen kicken, wir kicken nicht mehr nur was kann die physisch tun, oder natürlich tun, oder wo sind die physisch, oder wer sind die physisch. Wir kicken da an das Leben an, wegen in Jesus, jeder einer ist gestorben, und nun muss für ihn leben, nicht für sich selbst. Und dann sagt dort in Vers 17, wo wegen, oder da wegen, sagt er, wann irgendwer in Christus ist. Und so dort, wann der ist. Wenn er nicht ist, dann ist das nicht, dann passt das nicht bei ihm. So das ist bloß für die, was in Jesus Christus sind. Sagt er, wenn der in Jesus Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Wahrer gemerkt. Und so Gott hat mir gemerkt, aber hat mir wahrer gemerkt. Und so dort meint, dass er den ersten Platz haben in meinem Leben. So es ist nicht, was will ich, was will Gott. Wenn er merkt mich, so er kann mich ganz klar verstehen. Er kann mich ganz klar merken. Aber wegen meiner Sinn, wegen unserer Sinn, werden wir gefallen, von Gott war gefallen, von Gott war geschufen und von Gott nein. Dass wir nichts mit ihm zu tun haben und er nichts mit uns zu tun hat, so nein werden, wie wegen unserer Sinn. Und nicht bloß, dass wir nein werden, aber wer wir werden, wir ganz gegen Gott. Wir werden nicht mehr, was er gemerkt hat. So die erste Kreatur, wir verdorben. Und nun, dass er nicht sagen, weil wir bloß vor dich merken, aber er uns nie merken.
wahrer merken. Und so hat mich wahrer merken. Und sagt er, wer du in Jesus Christus, der ist eine neue Kreatur. Und sagt er, die alten Dinge sind wahr gegangen und die neuen Dinge sind gekommen. So jeder Part von das Leben in Jesus Christus ist nie. Don't mind, ich habe direkt für mich selbst streben, ich kann nicht mehr. Ich habe gekickt nur mich selbst, ich kann nicht mehr. Wenn ich sage in Jesus Christus und die alle Dinge sind wahr. Weil die Welt sein, alles ist wahr. Und so dann sagt er in Vers 18, und all das ist von Gott. Das ist, was Gott mit mir getan hat. Er hat mich gemerkt, hat mich wahr gemerkt. Nummer 3, er hat mich getransformiert. Anders gemerkt. In Matthäus 4, Vers 18, da waren Petrus und Andrew und Jesus kam und er sagte, die waren Fischer. Fischer von Fisch, die deden Fischen, das wir erleben. Und dann sagt Jesus in Vers 19, wenn ihr mir wollen nachfolgen, dann wollt ihr Fischer von Menschen merken. Er sagt nicht, ich will ändern, was ihr tun, ich will ändern, wer ihr seid. Ihr werden Fischer von Fisch, natürlich, aber ich will ihr merken, ich will ihr ändern. Wenn ihr mir nachfolgen, ich will ihr ändern in Fischer von Fisch, oder Fischer von Menschen merken. In 1. Korinther 15, Vers 10, Paulus redet dort, Vers 9 sagt er dort, ich sehe dort nicht wird, dass ich ein Apostel soll sein, wegen all die Dinge, was ich gegen Gott getan habe. Aber sagt er, aber ich sehe, was ich sehe, durch die Gnade von Gott. Und sagt er, die Gnade von Gott ist nicht mehr gekommen für nichts, aber kriegt anders. Wenn ich schaffe alles, alle anderen, aber sie nicht ich, aber Gott sie nicht genau, was in mir ist. Sagt er, ich sehe, was ich sehe, durch Gott sie nicht genau. Einmal denken wir, dass wir als Menschen, kriegt Gott seine Menschen erhebt. Wir sind hier, wir sind Gott seine Bereitschaft, um die Welt zu ändern. Einmal denken, wie es dort. Und so, wir brauchen alles. Wir sind Gott in Bereitschaft zum Bühen. Wir sind Gott in Bereitschaft zum Dinge tun. Und was wir tun, und was wir bühen, und wie viel wir bühen, wie viel wir haben, das bloß wissen, wofür wir hier sind. Und so, wir sind Gott seine Menschen, sind Gott in Bereitschaft, um die Welt mal vor sich merken. Oder um die Dinge mal tun. Aber ich glaube, wir sind krachtartig an dort. Ich glaube, Gott seine Welt als seine Bereitschaft, um uns merken. Wir sind nicht Gott seine Bereitschaft, um die Welt merken. So, die Dinge, die ich durchgehe, die sind um mich ändern. Ich sehe nicht um dich ändern. Das ist Gott seine Bereitschaft zu mir. So wenn Dinge gehen gegen an, wenn die nicht gerade schaffen, oder wenn die gerade schaffen, kraken dort. Dinge, was wir durchgehen, was wir ankommen, die sind um uns ändern. Ich will mal sagen, ein Beispiel. Hier ist ein Mann, der will ein Geschäft bauen. Und sagt er, okay, ich will ein großes und feines Geschäft bauen. Und dann zum Kraken down, was mir das kosten hat. Als das mein Charakter, als das meine Gemeinschaft, meine Familie, mein geistliches Leben, Kraken down, wenn ich das alles verliere, ich will ein großes, feines Geschäft bauen. Und er hat das. Und so nu kostet das Geschäft nicht hat seinen Charakter. Ich habe wie er abrechtig, nicht mal abrechtig. Ich habe seine Familie von Tauben Läden, hat die verloren sind weich. Ich habe sein geistliches Leben wie wichtig, ist nicht mehr wichtig. Was er dort hat geändert, was er will, der Rechte war.
En so nu, dat geschaf meint nu niks. Aber nu, en krijgen don't wel goed dat dat. Maar nu gaan we naar andere zijde kijken. Hier heeft een geschaffen dat dat niet fijn, of dat dat niet zoals hij dat wil wel. Aber hij kijkt naar dat geschaft, of dat ding wat hij deed, dat het arm verbeteren wordt. Dat zijn karakter beter wordt, niet slechter. Zijn familie beter wordt, niet slechter. Zijn jeugdige leven beter wordt, niet slechter. So nu sagt Gott, das krijg wat ik wil. Ik wil dat je schaaf brücken zum die anderen. Ik wil niet dat du die anderen deedst zum dat je schaaf merken. En verken dan wie, oh, ik had dit gebied. Kijk maar, Gott, ik had dit gebied. Dan zeg ik daar, maar du bist niet gebied, du bist ganz toegebroken. En du bist wichtig für mich, dat je schaaf is niet. Zie, deze wereld wordt ganz toebrengen. Gott, dat is bloß een Gott zijn Bereitschaft um uns ändern. Wir sind nicht hier um die Welt ändern. Jo, Gott braucht einen Menschen in einen anderen Mensch. Aber das wichtige Ding, lassen wir Gott Dinge brauchen, die Dinge, die wir durchgehen, brauchen, um uns ändern. Sie, Gott hat mich getransformiert. Dat is de grote ding wat God gedaan heeft. Dat is de grote ding wat hij gedaan heeft mij geändert. Wo ik denken doe, wo ik naar het leven kijken doe, wo ik schaffen doe, wie ik zie, hij heeft mij geändert. Dat is wat God met mij gedaan heeft. Hij heeft vele dingen gebruikt. Vele dingen gebruikt wat ik leef, die hadden zo zal schaffen. Schaffen nicht so dort, schaffen hab's nicht mal. Aber auf ein wie ich anders. Und das kriegt, was Gott will. Kann Gott die Dinge brücken, um die ändern? Oder glaubst du bloß, dass Gott was die brücken, um die Dinge ändern? Und so, die Welt, Gott seine Welt, ist seine Bereitschaft, um die Menschen ändern, um uns transformieren. Und so sagt er, ich will die in Fächer von Menschen merken. Wir wollen durch Dinge durchgehen und ich will die leiden und ich will die ändern. Und so Gott hat mich geändert, getransformiert. Das meint, dass ich mir am Freiheit geben in mein Leben. Ich muss meine Hang von meinem Leben raufnehmen und seine Hang de Lohn. In arm Loten das Gereitschaft brücken, was er will. Wir glauben wie, oh, kijk maar wat ik al gebeurd heb. Maar wat heeft dat te doen, of wat heeft dat die gemerkt? Wat onderscheid heeft dat in die leven gemerkt? Hast du een karakter verkauft? Hast du eine Familie verkauft? Hast du ein Leben verkauft? Hast du ein geistliches Leben verkauft für dort? Was hat das getan? Nummer 4. Gott hat mich gebraucht. Hij zei, ik wil die versies van mensen merken. Wanneer ik denk aan die dingen in mijn leven, die dingen wat passiert zijn. Er zijn veel dingen. Wanneer ik red van verzorging, van buren, van een onderscheid merken, van reizen, van al die dingen in mijn leven. Er zijn zoveel dingen dat ik bloos kan zeggen, een ding, Gott deed hij, niet ik. Maar Gott brukt mij. Zie, dat geeft mijn respect voor Gott. Dat hij dat heeft gedaan. Hoogachtigheid voor hem. Ik geef hem op. Wegen dat we niet wat ik deed. Dat we wat hij deed. En zo, 4 dingen wat God met mij deed. Eerst en 4 dingen wat hij met mij zelfs deed. Zit niet zo fijn. En dan, wat heeft God met mij gedaan? Hij heeft mij gemerkt, hij heeft mij waarder gemerkt, hij heeft mij getransformeerd. En hij heeft mij gebruikt voor zichzelf. En zoveel dingen, dat einzige ding wat ik kan zeggen, is God deed dat. Dat we niet meer mogelijk dat ik dat kan doen.
Werken van hij verzorgendheid. Or deren opmerkendheid. Deren toemerkendheid. Brücken. Wie ein Mensch brücken, den anderen naar God brengen. Voor kan een mens, dat kan je gleich. En zoveel dingen in mijn leven, dat is bloos een ding, heeft God gedaan. Dat we zo klaar, dat we God, dat deed. So meine vrouw is, wat hast du für die zelfs gedaan? Vielleicht ik kan zeggen, Gott gedaan für mich selbst. Dan wil die vrouw, wat dat staan dan, wanneer ich voor God staan is. Wat dat dan helemaal goed zijn? Or wat hast du mit die zelfs gedaan? Hast du mal reingemerkt? Hast du eine Sinn mal zu Zeit gemerkt? No. Wie bringen wir bloß näher? Das hat Gott checkt Jesus, um unsere Sinn mal zu sehen. Dass er uns mal kann merken, was er will mit uns merken. In dein Leben, kannst du sein, das dein ich? Oder kannst du sein, das dein Gott? Was hat Gott mit dir getan? Lot ihm. En hij wordt dingen doen, wo die wordt spannend voor hem. Dit heeft God met mij gedaan. God is zegen.